kurze Frage. Was ist an diesem Bild falsch? Ich zeige euch heute meine feminine Seite. Wir fahren jetzt schön gemütlich mit 98 Stundenkilometer und haben noch ca. 29 Kilometer vor uns. Also lehnen Sie zurück und nehmen Sie es gemütlich. Am Lachen musst du noch üben. Ich muss noch am Lachen üben. Ich fahre mit Gefühl. Das machen Frauen so. Wir schauen nicht unbedingt so, aber wir fahren mega mit Gefühl. Ja, warum hast du die Sonnenbrille überhaupt an? Es hat so geregnet, als wir zurückgekommen sind von der Werft und jetzt ist meine Sonnenbrille irgendwo da hinten in der Jacke. Und ich habe aber eine gebraucht, weil jetzt scheint plötzlich wieder die Sonne. Und jetzt fahre ich halt mit Gefühl mit dieser Brille. Ja. So, wir sind jetzt wie angekündigt in dem Obelink. Drinnen wollte ich nicht filmen. Der Laden ist unglaublich gross. Also 65'000 Quadratmeter, da hast du das Gefühl, es hört wirklich fast nicht mehr auf. Er hat alles. Campingtisch, Stühle, Vorzelt, Elektronik, Satellitenschüsseln, Schrauben, einfach alles, Abwassertanks, einfach alles. Alles, was du jemals wirst brauchen, kannst du dort holen. Und wir haben jetzt einen neuen Campingtisch gekauft, weil der gleiche wäre bei uns einfach etwa fast, ja, ich würde sagen 50 bis 80 Franken trotz Umrechnungskurs teurer. Also hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Wir haben jetzt ein bisschen gekrömelt. Mittlerweile ist es wieder mega warm geworden, 30 Grad. Darum musste ich da wieder einmal so ein Mammut-Shirt nehmen, das man gut auswaschen kann, weil ich schwitze recht drauf los. Aber jetzt ist das Ziel, heute noch einen rechten Bretsch zu fahren, wieder fast bis auf Deutschland, Koblenz runter. Irgendwo nach Bonn, mal auf dem Campingplatz, dass wir wieder richtig duschen, alles auffüllen und so weiter und so fort. Ja, und nachher geht es dann halt langsam sicher direkt, mehr oder weniger direkt in die Schweiz. Die Idee ist, am Donnerstag Mittag ungefähr wieder daheim zu sein, dass wir genug Zeit haben, für alles ausräumen und so weiter und so fort. Fabian ist jetzt noch schnell Lebensmittel posten. Und ja, so sieht es aus. Mal schauen, vielleicht können wir heute Abend den neuen Tisch zeigen. Das wär's doch. So, alles gefunden? Ich habe jetzt einfach mal etwas gekauft. Das, was ich eigentlich wollte, habe ich nicht gefunden, weil ich glaube, das ist sehr speziell. Die Pfefferkuchen, wie wir denen sagen. Ich weiss nicht, ob sie so heissen. Die haben wir, glaube ich, eben dort gekauft, wo wir in der Holzzockeli-Fabrik waren. Und jetzt habe ich etwas gekauft, wo ich das Gefühl hatte, sieht auch noch gut aus. Und ich habe extra je 2 gekauft. Können wir ja noch eins testen. Für dich, Sven, habe ich noch mal dort gekauft. Oh, danke vielmals. Und dann habe ich hier die hier. Sehen für mich so ein bisschen so aus wie. Ja, das sind die. Sind einfach anders verpackt. Ja. Und dann hat es im Fall derige gehabt, die sind sicher auch mega fein, darum habe ich eben 2 gekauft. Und zwar, schau mal, die haben hier so Mandeln drin. Aha. Das ist sicher auch gut. Ja, schauen wir mal. Ja, jetzt muss ich schnell den Butter in den Kühlschrank tun. Und dann geht's los. Yes. 191 Kilometer sind noch vor uns. Ja, und heute ist es richtig warm, was ja Ja. schön ist, aber es wäre auch schön, wenn wir nicht am Fahren wären. Wenn es schön Wetter wäre. Genau. Aber ja, wir nehmen es, wie es ist. Genau. Bröstchen.
Natürlich immer noch mit echtem Feldschlössli. So hätte es die ganze Ferien sollen sein. Genau so. Kurze Hosenklima, das Bierli, Würstchen auf dem Grill. Naja, Zeig mal die Würste. ich zeige euch die Würste. Das ist nämlich mit unserem Webergrill. Neuer super Gaswebergrill. Habe ich euch, glaubst du, habe ich das schon gezeigt? Nein. Falls nicht, machen wir hier noch das Grill-Special, weil er ist wirklich fantastisch. Oh, das kommt super. Da muss auch noch ein bisschen auf dieser Seite, die ist nicht schlecht. Ich weiss jetzt gar nicht mehr, wie er heisst. Weber Everywhere Go, glaube ich. Irgendetwas. Es gibt ihn mit Gas. Wir haben jetzt die Gasvariante und es gibt ihn aber auch als Holzkohlegrill. Und dann kannst du ihn nachher nicht beiklappen so auf und dann kannst du ihn so umtragen. Tipptopp. Für das zweite oder auch für das vierte langt das gut. Mit grossen Steaks müssen wir halt ein bisschen schauen, aber es geht ja auch immer irgendwie. Wir sind jetzt weiter abwärts gefahren. Wir sind jetzt in Bad, ich muss schnell schauen, in Bad Hönningen am Rhein. Für eine Nacht sind wir jetzt hier auf einem Stellplatz, Campingplatz. Und ja, wir lassen es jetzt hier heute uns noch mal gut gehen, bevor wir dann weiter abfahren morgen Richtung Heim wieder. Aber es ist noch nicht ganz fertig, die Ferien. Es geht noch ein paar Tage. Sven? Ja, ein paar Tage haben wir noch. Und das geniessen wir umso mehr. Also, dann sagen wir euch mal schönen Abend, schönen Tag, je nachdem, wenn ihr es schaut. Auf jeden Fall tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Tour. Tschüss zusammen. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Tour.